Zack. Boom, bang. So, Servus erstmal. Servus, Servus, Servus. Und natürlich auch ein Servus an die Mara, die wieder einigermaßen fit ist und auch da ist. Servus, hallo. Da ich heute keine Themen habe, möchte die Mara gerne über Joshua Kimmich nochmal ein bisschen diskutieren. Bin Geh also dann einfach gleich weg. weg eine halbe Stunde und dann könnt ihr mit der Mara ein bisschen. So ein Ding. Du brauchst keine halbe Stunde für. Jeder, der was gegen ihn sagt, wird weggebannt. Wird Fertig. weggehauen, fertig. So, Thales, Olli, Servus erstmal. Golden Retriever, moin moin. Anbu, Servus. Moin, wie Trainersuche? Bei wem, wieso? Hab das ganze Wochenende fußballfrei verbracht. Ich glaube, für Rüdiger suchen die einen Hundetrainer. Irgendwie sowas. Pitback, Servus. Pete, hey du, guten Abend und Rotwassergrüße aus Berlin. Rotwassergrüße zurück. Unsere Freunde aus Bochum sieht es nicht gut aus. Nee, Maro und ich haben die zweite Halbzeit gesehen am Sonntag. Ja, man sieht schon, dass Bochum nicht da unten umsonst drin steht. Also Union hat gut verteidigt, Bochum hat keine Ideen gehabt. Ein bisschen Pech dann noch mit dem Pfostenschuss. Ja. Also Bochum war natürlich die bestimmende Mannschaft so, zumindest zweite Halbzeit, aber also Union musste jetzt auch nicht viel machen, um da irgendwie groß zu verteidigen. Also Bochum steht schon nicht umsonst da unten, wo sie stehen, leider. Muss man leider so sagen. Sehr schade, natürlich sehr schwer jetzt für Bochum. Jetzt gegen Heidenheim, selbst wenn sie das gewinnen, sind sie immer noch einen Punkt hinten. Auf der anderen Seite, wenn Heidenheim gewinnt, können die sogar noch Hoffenheim vielleicht snacken. Von daher, ja, sieht gerade nicht gut aus. Also Sieg in Heidenheim ist schon Pflicht jetzt für den VfL. Damit da noch irgendwie ansatzweise eigentlich 3 Siege war. Ja, so ist das aber leider manchmal. Aber wenn ihr denkt, so, wir sind ideenlos im Angriff, hättet ihr euch das angucken sollen. Das war schon anders wild. Ja, wir haben immerhin die Punkte dagelassen. Wir sind ja auch Fanfreunde. Kimmich Fanclub ist 2025 am Start. Ich denke, ja. Was sollen wir über Leroy denn noch reden, ey? Ich hab's doch in meiner Spielanalyse alles gesagt, oder? Ich kann es aber gerne nochmal. Wir können ja mal reingehen in den Leroy. Komm. Wie gesagt, ich habe heute eh keine Themen, wenn ihr welche habt. Ich habe nichts zu meckern, nichts zu. Wir können die alten Themen wieder aufmachen, die Verträge und Kader, wie der aussieht, aber ansonsten über was sollen wir mosern, Alter. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben gewonnen. Meisterschaft werden wir in Leipzig klar machen. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Spiel verlieren werden. Auch ohne Heavy nicht. Über Heavy können wir noch reden, ja. Wie dumm er sich verhalten hat. Und jetzt selber auch schuld ist, wenn wir. Ja, wenn der Schlusspfiff kommt und wir Meister sein sollen und er nicht auf dem Platz ist. Hat er sich dann selbst zuzuschreiben, wa? Muss er aber wissen in seinem Alter, also seiner Erfahrung. Von daher hält sich das Mitleid leider in Grenzen bei mir. Also wenn man 4 gelbe Karten hat, dann muss man nicht so dumm sein und ich meine, das Spiel hat es ja auch nicht hergegeben, da irgendwie den Ball in die Hand nehmen hat und den nicht hergeben. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, alles doppelt oder was? Ich liebe es, wie sich Real Madrid im Copa del Rey-Finale weltweit charakterlich komplett blamiert hat. Mittendrin das deutsche Abwehr, Rüdiger, das Vorbild, das den Schiedsrichter auf übelste Beleidigung mit Küpex bewirft. Nagelsmann und der DFB machen sich komplett lächerlich und Rüdiger weiterhin für die Nationalmannschaft nominiert und nicht sanktioniert wird. Immerhin wirbt der DFB für Respekt, Zuschauer, die Schiris mit harten Gegenständen bewerfen werden. Ja, auch ausgeschlossen. Selbst wenn sie den Schiedsrichter mit Wasser und Bier begossen haben, wurden sie sehr, sehr hart bestraft. Dass Rüdiger den Schiedsrichter nicht getroffen hat, macht es nicht besser.
Aber ich befürchte, dass vom DFB nicht mehr kommen wird als ein simples Du und rückgratloses Heruntergespiele. Wie es war zwar ein großer Fehler, aber er ist so ein toller Spieler mit Emotionalität und Kampfgeist. Ganz ehrlich. Also erstmal alles, was beim DFB passiert, ist mir komplett Wumpe. Ich habe das auch nicht gesehen mit Rüdiger, ist mir auch egal. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich kann den Rüdiger nicht leiden. Ich halte den Rüdiger für einen Arschloch, Alter. Und das wird sich die Szene auch nicht dran ändern, also. Eher im Gegenteil, wa? Und dass er überhaupt noch für die Nationalmannschaft spielt, ist eh eine Farce. Aber das ist auch, ja, mit ein weiterer Grund, warum man die Nationalmannschaft, wie gesagt, ich nehme die Nationalmannschaft seit der WM in Katar nicht mehr ernst. Und damit hat sich das Thema für mich erledigt. Ja, auch ein Rüdiger, was er sich schon alles für Schoten gerissen hat. Ja, sorry. Da kannst du, solche Spieler kannst du nicht als Nationalspieler haben. Punkt. Ja. Nicht, wenn man da Werbespots für Respekt und was weiß ich alles dreht. Ich nehme das eh nicht mehr ernst. Seit der WM in Katar nehme ich da nichts mehr ernst, was da irgendwie promotet wird, Alter. Das ist alles dummes Gelaber, weil es gerade in den Zeitgeist passt und ja, that's all. Ja. Punkt. Wenn ich Mod wäre, würde ich Josh auf eine Blacklist setzen. Ist ja langweilig. Wir sollten den Rüdiger holen und dazu den Jerome in die Innenverteidigung. Defensiv im Mittelfeld lassen wir Vidal und Jeroms Bruder spielen, dann kommt keiner mehr freiwillig über die Mittellinie. Ach nee, das glaube ich nicht. Erstmal sind die beiden Boatengs so wahnsinnig schnell. Da kannst du vorbei huschen. Wie es beim Rüdiger aussieht, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Und ich glaube, ein Vidal, der wird auch nicht mehr Topspeed haben, Alter. Ja, wie Die gesagt. Frage ist halt, was die Steigerung ist bei Rüdiger. Wenn sie den nicht festhalten, steht er dann irgendwann in der Abwehr mit dem Klappmesser oder was? Ja, mir egal. Keine Ahnung. Also ich bin ja auch einer, der emotional ist und war beim Fußball und so. Und ich kann da schon ein bisschen was nachvollziehen, aber ja, wie gesagt, als Nein, als nee, du, Nationalspieler hast du halt eine Vorbildfunktion am Punkt. Ja, und wenn der Verband, beziehungsweise der Verband ist ja, habe ich ja gerade zu Mara auch schon gesagt, was der Verband jetzt labert, ist ja scheißegal. So, wenn der Nagelsmann sagt, ich lade den Rüdiger nicht mehr ein, wird der Rüdiger nicht mehr eingeladen. So, das ist der Punkt. Ja. Das entscheidet einzig und allein der Nagelsmann. Da kann DFB jetzt labern, was er will. So, wieder sagt der Nagelsmann, ich möchte so einen Charakter haben oder halt nicht. Aber da er ihn bisher haben wollte, wird er ihn auch weiterhin haben wollen. Ne? Und ja, dann wird das so hingestellt, so, oh ja, ist ein emotionaler Mensch und nee, das hat nichts mit emotional zu tun. sagt, Dieser Blick von ihm, ne? Hätten die den nicht zurückgehalten, ich schwör's dir, der hat wahrscheinlich den Schiri ins Koma geprügelt. ja, wie gesagt, ist mir wurscht. Mich interessiert ein Rüdiger nicht, mich interessiert Real Madrid nicht. Schon immer, also, ich meine, uns hat man immer Arroganz vorgeworfen und dann guckt man nach Madrid, Alter. Also bei uns kann man da ja vielleicht noch von gesunder Arroganz reden. Ich glaube, das kannst du bei dem Verein nicht. Aber auch nur meine Meinung. Zürich ist Feiertag, ist ja eine Frechheit, Gigo. Ich habe in Social Media eine Liste der angeblichen monatlichen Gehälter gesehen. In den Top 10 waren Müller, Neuer, Gnabry, Sané, Koman und Goretzka. Ja, ist ja jetzt nichts Neues. Also, ist das jetzt hier eine News wert oder was? Also, Ich denke mal, Anbu hat erste Mal jetzt Social Media entdeckt. okay. Das ist ja nichts Neues. Rüdiger-Thema. 80% der Deutschen wollten Klopp als Bundestrainer. Schaut alle Fratzen und Beleidigungen von Klopp an. Ja, nu,
nur dieses Empörtsein. Aus meiner Sicht glaube ich, den 20%, die Klopp niemals als Bundestrainer wollten und Rüdiger nicht mehr wollen. Ansonsten, Rüdiger ist ein Psychopath auf Anabolika. Wenn man seine Augen gesehen hat, ab in die Anti-Aggressionstherapie. Naja. Ich glaube, der Rüdiger hat noch ganz andere Probleme, Alter. Aber gut. Thales, erstmal vielen lieben Dank, ne? Für dein Stufe 1-Abo im 4. Monat. Vielen lieben Dank. Rockerman, servus. Ja, zu Leroy. Wie gesagt, meine Meinung ändert sich da nicht mehr, ne? Ja, das war ein sehr gutes Spiel, das Beste von ihm diese Saison. Das kann man so sagen oder muss man so sagen. Das ist auch völlig fein. Aber, ey, ich kann nur an die Situation bei Serge Gnabry erinnern. Das war 1:1 dieselbe Situation vor 3 oder 4 Jahren. Grottenkick, immer nur durchschnittliche Leistungen, Vertrag läuft aus. Haben wir mal 4, 5, 6 gute Spiele gesehen. Da wurde der verkackte Vertrag verlängert und jetzt steht er da. Ja, und keine Ahnung. Lieber in der Rückrunde. Ich kann ja mal gucken, wo er von mir, ist natürlich immer subjektiv, meine Meinung. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Spiele bis jetzt. Seit der Rückrunde. Davon hat der Leroy zweimal wurde er eingewechselt, Kurzeinsatz, was ich nicht benotet habe. Einmal war er nicht dabei. Und jetzt gucken wir mal, also 22 Spiele. Und jetzt gucken wir mal, wo er besser war als Note 3. 1, 2, 3, 4 Mal. Ja. 4 von 22. Also wie die letzten 4 Jahre, wa? Also, weiß ich nicht. Wenn man beim FC Bayern Spieler haben möchte, die... Ja, weiß ich nicht. 20% in der Saison Leistung bringen und den Rest vor sich hin dümpeln. Ja, dann let's go. Dann verlängern den Vertrag mit lieber. Ja. Ansonsten lass es sein. Ansonsten lass es sein. Ganz einfache Kiste. Aber ich habe die Befürchtung, dass man es machen wird. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Habe mich auch gerade selber überrascht, dass ein Leroy so viel gespielt hat in der Rückrunde, wo ich das hier gerade sehe. Ist ja auch schon ein Armutszeugnis. Aber ja, so ist es halt. Selbst dann kannst du den nicht loben. Also die einzig gute Phase, an die ich mich erinnere bei Leroy Sané, ist die Hinrunde unter Tuchel. Ja, das war so etwas gehobenes Maß. Und ansonsten das halbe Jahr, nachdem er von eigenen Fans 3 Spiele hintereinander gnadenlos ausgepfiffen wurde. Ja. Das war die einzige Phase, wo Leroy mal richtig stark war. Keine Ahnung. Anscheinend musst du den, weiß ich nicht. Anscheinend musst du den die Pistole auf die Brust setzen, damit er Leistung bringt. Aber keine Ahnung. Wenn man halt sieht, was er eigentlich alles kann und ja, dann ist halt... Verstehe ich schon, dass man den Gedanken haben kann, so komm, verlänger mit dem Leroy zu geringeren Bezügen, aber selbst die Zahlen, die da im Raum stehen, Alter, sorry. Also ein Leroy ist ja auch keine 10 Millionen und schon gar nicht nochmal 5 Millionen Bonus wert für irgendwelche erreichten Ziele, also. Für 10 gute Spiele im Jahr? Weiß ich nicht. 15 Mille? Oh, bleiben wir mal bei den 10 Mille. Ich glaube, da kriegst du mindestens 3 Spieler für vom Jahresgehalt, die 10 guten Spiele auch zusammenkriegen, wenn du die in Konkurrenzkampf stellst. Aber gut, wir werden sehen, ne? Wohin die Reise geht. Ja, über Olisse brauchen wir nicht reden, Alter. Das ist der einzige Konstante da vorne. Neben Heavy natürlich.
Ja, eben. So sieht's aus, aber wir werden sehen, ob das der Anspruch ist. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben Alfonso Davies auch verlängert für 15 Mille. Plus 5 Mille Bonus im Jahr. Kein Thema. Ja. Aufgrund welcher Leistung frage ich mich bis heute noch. Also von daher, wahrscheinlich denken die so, ja, wir haben ja jetzt nicht mehr, wir haben ja kein Geld mehr und ja, dann können wir ja keine Spieler verpflichten und ja, dann Liebe kriegen wir ja dann auch nichts für. Für den Koman kriegen wir vielleicht noch was. Aber wir können ja auch nicht alle 3 abgeben. Dann behalten wir den Leroy, wenn er auf ein bisschen Gehalt verzichtet. Dann haben wir wenigstens 2 Flügelspieler. Wahrscheinlich ist so der Gedankengang. Ja, wen interessiert denn die Tore, Alter? Wen interessieren denn die Tore, Alter? Dann nimm doch mal Torbeteiligung, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Naja, dafür, dass er die ganzen Jahre 20 kassiert hat, müsste er sagen, ich spiele jetzt umsonst, Alter, damit das wieder ausgeglichen wird. So ein Ding. Nee, keine Ahnung. Also, meine Meinung steht. Ich gehe davon und mittlerweile auch davon aus, dass er sehr wahrscheinlich verlängert wird. Es sei denn, er hat Bock so auf, weiß ich nicht, für einen Verein. Er wird sicher ein paar Angebote kriegen. Beurteilen können wir es dann nächstes Jahr, wa? Wenn Lieber dann auf einmal nächstes Jahr konstant gute Leistungen bringt, dann ist die Vertragsverlängerung natürlich gerechtfertigt gewesen. Aber ja, also wenn, dann müsste er schon mal weg von der linken Seite. Ja? Also ganz auf der Außenbahn kannst du den Leroy vergessen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Weil was passiert, wenn er ganz außen steht? Nix. Quer oder nach hinten. Oder einmal in den Strafraum hochgelaufen. Und das war's. Ja? Wenn dann auf der Halbposition oder durch die Mitte, da war es echt gut. Da war es ansehnlich, da hat er seine Chancen gehabt. Ich weiß nicht, wer hatte da einfach mehr Zutrauen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber auch wenn er da außen steht, Junge, der geht ja nicht einmal am Mann vorbei, du siehst nicht eine Flanke, gar nichts. Also. Wenn, dann müsstest du nächste Saison mit einem anderen System spielen. Ohne Zehner, dann musst du mit 2 auf den Halbpositionen spielen und 2 Spitzen oder sonst irgendwas. Dann kannst du den vielleicht einbauen. So. Aber wenn er ganz links steht, genauso wenn er ganz rechts steht, also das ist genauso scheiße. Ja, aber so ist das halt, ne? Ich glaube auch nicht, dass sehr viel passieren wird im Sommer bei uns. Ist wieder Sparkurs angesagt. Es sei denn, du gewinnst die Club-WM, dann hast du ein paar Mille eingenommen, dann kannst du vielleicht ein bisschen was ausgeben. Aber ansonsten sehe ich da eher dunkel. Ja, und so Heavy war, habe ich ja gerade schon kurz angeschnitten. Also, da muss er danach nicht rumweinen, ja. Also nochmal. Also erstmal, Heavys Leistung war eh so mittel. Was okay ist, wie gesagt, der wirkt maßlos überspielt. Fußballerisch tut ihm die Pause wahrscheinlich sogar gut, die er da kriegt. Aber dafür, dass der noch nie einen Titel gewonnen hat, sich dann jetzt die Chance zu nehmen, da auf dem Platz zu stehen, ist natürlich schon ärgerlich. Ja, kann ich schon verstehen. Und klar, kannst du da irgendwo argumentieren, musst du da Schiri mal ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, aber ganz ehrlich, warum macht er das? Also, nur weil er jetzt Harry Kane ist oder soll jetzt ein Schiri darauf Rücksicht nehmen oder was? Das war super unnötig. Ja? Und da muss man sich hinterher nicht beschweren, Alter. Muss man halt einfach nie machen und gut. HCR, moin. Vielen lieben Dank für dein Primey. Ich werde eintragen hier. Keine Ahnung, war wahrscheinlich dann auch so ein Rüdiger-Aussetzer, nur in harmlos. Ja.
Man hätte Harry auch einfach draußen lassen können bei 4 gelben Karten. Ja, aber warum? Wir hätten ja schon in dem Spiel Meister werden können. Dann hätte man ihn immer noch einwechseln können, wenn das danach ausgesehen hätte. Deswegen wir da ihn wahrscheinlich nicht aufgestellt haben. Deswegen hat er auch einen Thomas Müller nicht aufgestellt, weil die Meisterschaft noch nicht entschieden ist. Thomas Müller hat nicht die Qualität. Darf erst spielen, wenn die Meisterschaft eingetütet ist. Noch ist die Verlängerung doch gar nicht fix. Was ist denn los wieder, Olli? Gleich wieder hier rein und bashen, oder was? Der Max hat's doch gesagt, ist noch nix safe. Nix ist safe. Außerdem war doch jetzt eine gute Leistung von Leroy. Kannst du doch mal den Vertrag verlängern für 10 Mille, oder? Wir werden sehen. Also wie gesagt, mittlerweile bin ich leider auch so weit, dass ich denke, dass man den verlängert, ey. Es sei denn, der kriegt nur irgendwie ein unmoralisches Angebot, aber ich denke, Geld ist ihm ja nicht so wichtig, sonst wird er ja nicht bei uns zu geringeren Verzügen oder Bezügen verlängern wollen. Aber pro Halbjahr immerhin, ne? Also 10 gute. Soll ich mal gucken in der Hinrunde? Besser nicht, oder? Ist wahrscheinlich noch niemals eine Handvoll. Naja, wer weiß, ob er überhaupt einen anderen Verein finden würde, der ihm überhaupt 10 Millionen zahlen würde. Also ist das wahrscheinlich die beste Alternative, die er hat. Also bei mir in der Hinrunde hat Deboy nicht einmal eine bessere Note als eine 3 gekriegt. Ja. Beweisführung abgeschlossen. Ah. Ja, ein Saudi-Club ist doch kein Anspruch, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Zum Saudi-Club gehst du, wenn du nochmal Kohle verdienen willst, sonst gehst du doch nicht dahin. Also, Leute, da sind wir uns doch wohl einig. So, wenn du noch irgendwas erreichen willst, dann gehst du zu irgendeinem europäischen Club, aber gehst doch nicht nach Saudi-Arabien, Alter. Was willst du da? Da kannst du hingehen, keine Ahnung, wenn du Frauen im Keller einsperren willst und am besten gleich 3 oder 4, dann kannst du da hingehen, wenn du so eine Art Fußballer bist. Das ist da kein Problem. Ja? Haben Frauen keine Rechte, ist alles gut. Darfst natürlich auch nicht schwul sein als Fußballer, dann wird es auch schwierig. Aber ansonsten, was willst du in dem Land, Alter? Ja. Da gehst du hin auf deiner letzten Rille und nimmst nochmal 25, 30 Millionen im Jahr mit, steuerfrei und feuerfrei. Ja. Ja. Und Spieler, die das tun und wenn die schon 150 Millionen in ihrer Karriere verdient haben, ja, dann weißt du auch, wo da der Hase hoppelt, Alter. So ein Ding. Naja, man kann ihm ja schon zugute halten, dass er auf Gehalt verzichtet, ne? Ich meine, das haben andere Spieler nicht getan. Also das kann man ihm ja so schon zugute halten. Also er muss ja schon reflektiert genug sein, dass er weiß, ja, meine Leistungen waren jetzt nicht so geil in der Zeit bei Bayern, dass ich jetzt nochmal auf 20 Millionen bestehen kann. Also so reflektiert muss er ja schon sein. Das war also so ein Kimmich ja zum Beispiel nicht. Ja, vielleicht ist der Max so hingegangen und hat gesagt, pass auf, entweder nimmst du die 10 Mille oder du kannst gehen. Und Leroy weiß halt einfach, dass kein anderer ihn haben will. Das hat nicht unbedingt was mit Selbstreflektieren zu tun. Der Hansi wird den schon nehmen. Und bezahlt ihn womit? Mit Hosenknöpfen? 10 Mille kann Barca sich schon leisten. Da kriegen die schon irgendwie hin. Verkaufen die nochmal eine Tribüne oder so. Oder nochmal ein paar Einnahmen an Fanartikel. Da kriegen die schon. Den kriegen die jedes Jahr hin. Die verpflichten jedes Jahr 2, 3 Spieler, die, weiß ich nicht, mindestens 15 Mille verdienen. Dauert dann mal, ist ein bisschen später registriert, aber irgendwann klappt das schon. Ist kein Problem.
Denkst du, Und wenn halt Bayern ein offiziell Meister wird, wird Kompanie die Jungen mal länger als 5 Minuten auf den Platz schicken? Nee, Thomas Müller. Hat er ja gesagt in der PK. Wenn es nicht mehr wichtig ist, dann darf Thomas Müller auch Thomas Müller Zeit kriegen. Vorher nicht. Ja, keine Ahnung. Nee, also weiß ich nicht. Müsstest du schon einen konkreten Namen mal sagen. So, ich denke, auf der Außenbahn hast du 4 Spieler da. Ich glaube nicht, dass man da so einen Karl reinwerfen wird. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil du hast jetzt auch kein Fallobst mehr als Gegner. Und wahrscheinlich willst du dir auch nicht das Fass aufmachen, so Wettbewerbsverzerrung oder. Ich meine, um die Champions League Plätze ist noch alles spannend. Ne? Also von daher, Hoffenheim kann sogar noch, je nachdem, wie die nächsten 2 Spiele sind, kann es da auch noch knapp werden mit einem Relegationsplatz. Also glaube ich nicht, dass man sich das Fass aufmachen möchte. Und wenn, ist es eh zu spät. Ja. Aber ja, es würde mich natürlich freuen, wenn man da mal die Eier finden würde. Aber 500 oben drauf, ja. Die müssen ja, was willst du mit den 500? Die müssen das Gehalt stemmen können. Das ist richtig. Lieber wäre auch doof, wenn er diesen Wohlfühlort wegwerfen würde. Das gilt für alle Spieler, ne? Für alle. Für Gnabry, für Leon. Für alle, die maßlos überbezahlt sind. Für Kingsley, aber Kingsley geht ja auch nur nach Saudi-Arabien, damit er noch mehr Geld kriegt, wie beim FC Bayern. Wenn er woanders hingehen würde, würde er nicht mehr Geld bekommen. Würde er sehr wahrscheinlich weniger Geld bekommen wie beim FC Bayern. Von daher bleibt dann da nur Saudi-Arabien. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es passt halt wieder nicht alles nicht so zusammen bei uns, ne? Also ich denke, man wird ja schon vor den Vertragsverlängerungen gewusst haben von Musiala, von Davis, von Kimmich, wie es angeblich um den Verein steht, dass wir kein Geld haben für Neuverpflichtungen, Blasels und ja, I don't know. Dann hätte man mal ein bisschen mehr Härte zeigen müssen in den Verhandlungen. Punkt. Von daher ist das alles irgendwie alles wild bei uns gerade. Wenn du dann noch hörst, dass sie dann an die normalen Angestellten drangehen, dann wird es halt ganz, weiß ich nicht, dann wird es ganz wild, Alter. So Davis verdoppelt oder verdreißigfach das Gehalt, Musala dasselbe, aber dann den normalen Angestellten nimmst du dann Geld weg. Ja. Top. Mir san mir, Alter. Ja? Mir san rot, Alter. Stell dir mal vor, die sparen am Zeugwart, ey, und die müssten sich die Kaugummis da selber hinlegen. Boah, das geht gar nicht. Dann wird's wild, ja. Also, jetzt mal ernsthaft, ne? Ich habe selten Spieler gesehen. Ich meine, gut, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wo der Loder so der gefühlt der einzig beidfüßige Fußballer auf diesem Planeten war, oder zumindest in Deutschland, war das ja alles noch legitim, aber gut, Arjen, ja, war vielleicht so der letzte bei uns, aber ansonsten habe ich selten einen Fußballer gesehen, also der nur einen Fuß hat. Das ist schon echt wild in der heutigen Zeit. Chico, du darfst heute alles reinwerfen, weil ich habe keine Themen heute. Ich bin nur für euch hier. Ist das eine Bewerbung, Chico? Darf ich was reinwerfen von wegen nur linksfüßig? Mit 4 Jahren beim FC Zürich war ich linksfüßig. Mein Trainer sagte mir, dein rechter Fuß ist scheiße. Jede Sekunde beim Jonglieren und an die Wand spielen habe ich nur rechts gespielt. Mit 4 Jahren, 3 Monate später war ich beidfüßig. Ja, wie gesagt, du kannst dann Lothar nehmen. So, der Lothar hat das doch genauso gemacht. Na? Und das Ding ist ja, ich meine, wir reden über Profifußballer. Entweder ein bisschen Arjen Robben, dass du immer dasselbe machen kannst und es klappt halt in regelmäßigen Abständen, ne? Dann kannst du das ausgleichen. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten finde ich das halt auch schwierig, ne? Ich meine, der verdient 20 Millionen, Alter.
und ist 4 Jahre bei Bayern. Also dann hätte ich den schon mal eingeimpft. Junge, du musst auch mal in der Lage sein, mit dem anderen Fuß eine Flanke zu schlagen oder mal aufs Tor zu schießen. Also, wilde Nummer. Ja, genau, Daniel. Sollte selbstverständlich sein, wenn man dafür Geld bekommt. Ja, ja, habt ihr recht. Aber selbst der Arjen hat ja, wenn es nicht anders ging, mit rechts wenigstens geschossen. So. Aber ich meine, das erste Tor bei Leroy, da hast du ja schon wieder gesehen. Also, er hat einfach keine Wahl mehr gehabt. Es ging nicht mehr anders. Ja? Wie gesagt, gegen Inter Mailand ist er 3 oder 4 Mal die Strafraumgrenze hochgegangen, anstatt einfach mal zu schießen, Alter. Also, weiß ich auch nicht. Aber gut, ja. Bei uns ist halt viel Wohlfühloase gewesen. Und natürlich, fairerweise muss man natürlich auch sagen, wenn du alle Jahr oder alle 1,5 Jahre einen neuen Trainer hast, dann ist es natürlich auch schwierig, mal so einen Spieler wirklich richtig zu beurteilen. Ne? Weil dann hast du einen neuen Trainer, der sieht wieder irgendwas in den, dann hast du wieder einen neuen Trainer und wieder einen neuen Trainer und wieder einen neuen Trainer. So, hättest du mal 3, 4 Jahre den gleichen Trainer und der wird 2 so Saisons spielen wie diese Saison, ja. So, dann hätten Trainer auch keine Argumente mehr, ne? Ja, aber weiß ich, normalerweise machst du das ja in der Jugend, ne? Ich glaube, ich glaube, dafür haben dann so Stars auch Starallüren, oder? Überleg mal, du verpflichtest einen Leroy Sané beim FC Bayern mit einem 4-Jahres-Vertrag, 20 Mille im Jahr und dann kommt der und dann sagst du ihm, so Leroy, jetzt machst du mal jeden Tag 2 Stunden, benutze mal deinen anderen Fuß. So, weißt du? Der kommt ja dann nicht mehr als Talent, wo du sagst, ja, den müssen wir jetzt erstmal entwickeln. Also, schwierig. Wenn, dann müsste das ja schon vom Spieler ausgehen. Ne? So wie es der Lothar damals getan hat, vor der WM. Dann hat er ja die ganzen Weitschussdinger da gemacht, egal mit welchem Fuß. Ne? Das ist auch richtig, Daniel. Ja. Ja, was heißt immer andere? Also, Nagelsmann hatte ja schon den gleichen Ansatz, wie es jetzt Kompanie hat. Ja. Tuchel dazwischen war halt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht sagen, woran der Tuchel wirklich gescheitert ist bei uns. Wahrscheinlich wieder wahrscheinlich diesmal, der Nagelsmann ist so an der Clique Müller gescheitert. Müller-Neuer. Und der Tuchel wahrscheinlich an der Clique Kimmich-Goretzka. Ja, das ist ja noch das andere Thema bei uns. Das ist halt das Problem, wenn du so viele Spieler hast, die so lange im Verein sind. Ne? Die haben halt einfach ein Gewicht. Ist ja völlig normal. Wenn du 10 Jahre bei einem und demselben Club bist, dann hast du ein Gewicht, ne? Das ist halt so. Ich glaube, daran sind viele gescheitert bei uns. Ja, aber er spielt ja auf der linken Seite. Da flankt er mit seinem starken Fuß, mit seinem linken. Schatz. Und selbst da geht er ja nicht vorbei am Spieler. Das ist ja das Traurige. Spielt er jetzt schon links, wo er einfach vorbeigehen könnte oder auch mal eine Flanke aus dem Halbfeld. Ich weiß nicht. Ich kann mich an keine Leroy-Flanke erinnern, die Saison von der linken Seite. Vielleicht unterschlage ich 1 oder 2, aber ich würde felsenfest behaupten, der hat nicht mehr wie 10 Flanken geschlagen. Ja. Kann aber natürlich auch taktisch vorgegeben sein. Ne, war ja unterm Tuchel genauso, dann wäre er auch ohne Flanken gespielt. Aber wenn du dann auf der anderen Seite guckst, wie oft ein Michael die Dinger reinflankt und daraus Tore entstehen, dann ist es wieder schwierig, ne? Aber vielleicht haben wir für die rechte Seite eine andere Spielidee wie für die linke. Wer weiß. Dann können wir in Kompanie auch nicht mehr eine Idee vorwerfen. Wild. Das muss man machen, Grundlinienspiel. Versteh's nicht. Vielleicht ist das neue Trainersystem. Ja, aber wenn du die rechte Seite anguckst, dann machen wir das ja.
Ja, klar, da geht jetzt ein Ulisse auch nicht auf die Grundlinie 100.000 Mal im Spiel und flankt das Ding rein, aber er schickt die Leute auf die Grundlinie. Ne? Ob es der rechte Verteidiger ist, ob es ein zentraler Mittelfeldspieler ist, ob es Harry Kane ist, er schickt die Leute auf die Grundlinie. Also, das fehlt halt auf der linken Seite komplett. Ne? Und deswegen ist das ja auch immer so, oder deswegen fällt das immer so auf, wenn dann so ein Serge reinkommt. Ja, der flankt den auch nicht rein, aber der bringt halt Bälle in den Strafraum von der linken Seite. All das, was ein Leroy nicht macht. Deswegen sage ich ja, ein Leroy, wenn du den wirklich behalten sollen, wollen würdest, tust, wie auch immer, ey, du musst den auf eine Halbposition stellen oder auf eine zentrale Posi. Auf der Außenbahn, nee. Also alle Spiele, die jetzt einigermaßen gut waren über so eine Halbposition. Ne? Da war er auch schon unterm Tuchel am stärksten, wenn wir ehrlich sind. Abgekackt ist der Leroy wieder, wo der Tuchel ihn auf die rechte Seite gestellt hat in der Rückrunde. Ja, hat er seine Schmerzen gehabt, Achillesfersengedöns, Sehnengedöns. Aber da war es auch eine Katastrophe. Ja? Wo er auf der linken Seite, auf der Halbposition hat er gespielt und am Tuchel, da war er gut, ja. Aber die Pose gibt es in unserem System halt nicht wirklich. Ne? Weil wir spielen ja 4-2-3-1. Ne? Überlegt euch mal, wir spielen was anderes. Also, das geht ja nicht. Schon gar nicht, wenn der Manu wieder im Tor steht, der macht ja gleich eine Petition auf. Ja? Der muss da hinten seine gewohnte Viererkette stehen haben. Das kommt ja nicht klar. Keine Ahnung. Also ich glaube, unser Kader gibt genug her, um ein anderes System da reinzubringen. Ne? Und dem einen oder anderen Spieler wird das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht tun. Urbich hat sich, ja. Aber das hast du ja schon beim ersten Spiel gesehen. Ne? Aber da musst du auch mal sagen, ich glaube, dem Urbich tut das auch unwahrscheinlich gut, dass ein Airbag auf dem Feld steht. Ich glaube, der nimmt den da schon richtig an die Hand. Aber auch der Josh, da muss den Josh auch mal lobend erwähnen. Also das sind immer die Ersten, die hingehen bei jeder Aktion, ihn da abklatschen und so. Und du siehst ja auch, dass er keine Scheu hat. Also in deiner Ecke ist, dann dirigiert er die Leute, wo die zu stehen haben. Also ohne Wenn und Aber. Ne? Nee, also habe ich ja auch schon gesagt. Also wenn du jetzt, ohne Scheiß, wenn der Neuer jetzt wieder fit wird, ey, wenn du den Neuer wieder ins Tor stellst, Alter, dann weiß ich es auch nicht mehr. Sorry. Also fußballerisch ist der Ubich sogar noch einen Tacken besser wie der Neuer. Also, wenn wir ehrlich sind. Gerade seine langen Dinger gezielt in die Spitze rein. Ja. Hinten, wenn er unter Druck gerät, da, dieses Kringelpitch-Spielen, hat er auch kein Problem mit, was ein Neuer auch perfektioniert hat. Ja, vielleicht das Rauslaufen, das wissen wir noch nicht. Das haben wir noch nicht so gesehen. Was ja eigentlich auch besser ist. Das wäre vielleicht das Einzige. 1 gegen 1, ja, haben wir auch noch nicht so oft gesehen, wenn wir ehrlich sind. Auf der Linie wird er stärker sein als Neuer. Einfach, das sieht man vom Speed her. Ja? Also, gefühlt, wenn der Neuer unten ist, ist der Obi schon wieder oben, Alter. Aber das liegt halt einfach am Alter, ne? Also, wie gesagt, ich würde dem Obig die Saison zu Ende spielen lassen. Und dann nächste Saison muss eine klare Absprache her. Ja. Ich meine, ich hätte den Vertrag gar nicht erst verlängert mit dem Neuer. Aber das hat man nun mal getan und da muss eine klare Absprache her. So, der eine macht die Pokalwettbewerbe, der andere die Liga und gut ist. Naja, die Saison ist ja noch nicht vorbei, ne? Ich denke mal, der Michael wird noch 1, 2 Vorlagen geben. Ja, das ist richtig. Also wenn du wirklich einen Wirtz verpflichtest, nee, du musst das System umstellen, meiner Meinung nach. Also Musiala auf eine Außenposition ist halt, ja, ist in meinen Augen verschenkt halt.
Aber ja, wäre wahrscheinlich Kompanys Fußballidee. Weil er natürlich die Qualität hat, von außen da nicht reinzuflanken, sondern mit dem Ball in den Strafraum zu ziehen und einen Abschluss zu suchen. Wer weiß. Ja, ich hau bei Minje nicht drauf, also, du musst dir ja nur die Spiele anschauen. Also generell, und du brauchst nicht auf die Innenverteidigung eintreten, Alter. Du musst mal den Raum davor sehen, ne? Ja, habe ich ja auch gesagt. Also ich halte auch viel von Peretz. Aber anscheinend hat man sich ja klar entschieden, ne? Aber Peretz hat halt nicht so das Fußballerische, ist er nicht so stark wie der Ubich. Also das reine Torwartspiel ist das auch eine Maschine. Also ich finde einen Ubich gar nicht unsicher. Absolut null. Also ich habe keine Szene im Kopf, wo er unsicher gewirkt. Oder wo er nervös gewirkt hat oder sowas. Ja, sehe ich wie Daniel. Ich fand den auch null unsicher bisher. Gar nicht. Absolut null. Also da fand ich einen Peretz schon viel, viel unsicherer, wenn es darum ging, dass die Bälle nach hinten gespielt wurden auf ihn. Und er das Spiel irgendwie eröffnen sollte. Peretz ist so ein bisschen Ulle-mäßig. Aber besser wie Ulle. So. Aber bei Ulle hast du auch immer das Gefühl, jetzt ist wieder Ficker, jetzt kriegt er den Ball da hinten und er wird angelaufen und uiuiui. So. Das hast du beim Peretz auch so ein bisschen gehabt immer. Das hast du beim Obich halt gar nicht. So. Wie beim Neuer halt. Ja, fußballerisch. Ja, ist ja schön, dass das vielleicht nicht sein letztes Jahr ist. Dann kann er ja, keine Ahnung, kann er nach New York zu Thomas Müller gehen oder was? Was weiß ich. Ja, du hättest beim Neuer, ich glaube auch, wie gesagt, also mein Take, um den jetzt mal rund zu machen, ja, weil das kam ja so aus dem heiteren Himmel dann auch, dass man jetzt mit dem Thomas Müller nicht verlängert, weil keine Kohle da ist. So, das ist ja am Ende das Thema, ja. Ähm, und das muss ja jetzt irgendwas passiert sein, dass wir Kohle verloren haben. Es wird wahrscheinlich spekulativ angelegt gewesen sein und da ist jetzt halt nun mal ein Verlust da. Ja? Und ich garantiere euch, wäre das alles 3 Monate vorher, hätten wir den Ubi schon gesehen, man hätte mit dem Neuer auch nicht verlängert, Alter. Weil Neuer wird nicht gesagt haben, ja komm, ich mach das jetzt hier für 10 Mille. Ja, da sind wir uns wohl auch alle einig. Und Peretz, ja, wie gesagt, leiden aus ein Jahr, ist fein. Wenn er ein Jahr Spielpraxis kriegt, also du wirst ja nicht beiden Spielpraxis geben können. Neuer ist ja da. So. Und ich glaube nicht. Nee, ich lege mich fest. Ich glaube nicht, dass ein Kompanie die Eier haben wird und sagen wird, komm, Manu, du bist die Nummer 2. Ja. Dann hätte man den nicht verlängert. So, also. Ich meine, bei Thomas hat er sich getraut irgendwie. Vielleicht, wer weiß. Vielleicht irre ich mich, vielleicht sagt er wirklich, komm, Obich ist jetzt so gut. Ich lasse ihn drinne. Ich bin gespannt. Ich meine, bei Thomas hat er das auch gemacht. Also. Aber bei Thomas haben es schon 2 Trainer vorher gemacht. Also von daher. Ja, schwierig. Ja, wahrscheinlich wird ein Neuer irgendwann wieder ausfallen, weil sein Körper das nicht mehr so mitmacht. Das ist schon richtig. Aber interessant wird es doch dann, wenn Neuer wieder die Leistung zeigt, die er gezeigt hat. So, ja. Zum Ende hin jetzt, kurz vor seiner Verletzung, war es ja okay. Aber davor die Spiele war ja eine Katastrophe, Alter. Ja. Also, da bin ich gespannt. Und man dann die Eier hat und sagt, ja, was ist der Obich jetzt aber ein bisschen gerade die Nase vorn, ne? Ja, wie gesagt, ich denke, beim Peretz vom reinen Torwartspiel gibt es da gar nichts zu kritisieren. Ja, er hat die Größe, er ist schnell. 1 gegen 1 haben wir auch schon einige Szenen gesehen.
So ein bisschen das Fußballerisch, das ist halt. Ich denke, deswegen wird man sich auch mit dem Obig beschäftigt haben bei uns. Bei uns spielt das halt immer eine etwas größere Rolle wie bei anderen Vereinen. Ja, aber Wer hat den dann hätten die den Vertrag ja nicht verlängert. Schatz. wer hat den Vertrag eigentlich ausgehandelt mit Nübel und waren das nur Das Bratzo war und Olli oder Brazzo. was? Das war Brazzo. Na, herzlichen Dank auch, ey. Brazzo hat Nübel verpflichtet und wollte ein neuer absägen. Beziehungsweise hat dem Nübel Einsätze in den Vertrag geschrieben. War dann Neuer nicht so begeistert. Und um das Problem dann zu lösen, hat man ihn verliehen. Kannst du keinem erzählen, oder? Genau, und wir zahlen natürlich noch wahrscheinlich 2/3 des Gehaltes. Ja. Und weil der Neuer Vertrag verlängert hat, hat er sich auch nochmal verlängert um ein Jahr. Wild, oder? Ja. Der Nübel und sein Berater, ich weiß gar nicht, ist das der Wittmann gewesen? Er hat natürlich einen guten Namen. Er hat schon alles rausgekitzelt aus dem Bratzo. Ja, aber was willst du machen? Was willst du machen mit dem Nübel? So, dann müsste ja jemand kommen und sagen, ich möchte ihn gerne kaufen. Aber jetzt mal ernsthaft, so, welches Leistungsniveau hat ein Nübel? Also für mich ist das ein guter Torwart. Weiß ich nicht, ob man für internationale Klasse reden kann ich nicht wirklich fair beurteilen. Sagen wir mal internationale Klasse. So, ja. Welcher Club soll denn jetzt kommen und sagen, ach komm, ich zahle dir das, was der FC Bayern dir zahlt. So, das ist so dasselbe Problem wie bei Coman, Gnabry, Goretzka, Kimmich. Wie es in Zukunft beim Davis sein wird. Ja. So, welcher Verein soll denn kommen und sagen, oh, was ein geiler Torwart, dem zahle ich die 50, was weiß ich, was der kriegt. 12, 13, 14, 15. So. Mit Sicherheit nicht unter 10. So, welcher Verein soll denn kommen? Das ist doch das Problem. Deswegen ist er doch in Stuttgart geparkt, damit du wenigstens, weiß ich nicht, 50%, 40 einsparst. Ja. Das sind halt, also da können wir wirklich auf den Bratzo gehen, ja, da gehe ich mit. Also das war, ja, aber so ist es. Ja, aber wie gesagt, du musst ja erstmal einen haben, der ihn kauft. Wahrscheinlich wird der FC Bayern ihn sogar umsonst abgeben. Ja? Wahrscheinlich wird er das tun, allein um das Gehalt zu sparen. So. Aber wie gesagt, wenn du hörst, dass sich sein Vertrag verlängert um ein Jahr, weil man mit Neuer um ein Jahr verlängert hat, dann ja? Fällt dir nichts so ein, Alter. Naja, Stuttgart hat ihn doch und zu einem Drittel der Bezüge. Warum sollten die denn jetzt hingehen und alles Ja, na für ihn klar. zahlen? Das ist Ja. halt, würde ich auch nicht machen. Nee, und er wird das ja auch nicht machen. Er wird doch jetzt nicht sagen, ach ja, ich finde es geil beim VfB, komm, ich nehme mir die 5 Mille, ist fein. Nee, wenn er jetzt 12 hat oder was weiß ich, was er hat. Ja, wie gesagt, also für mich wäre es eine Farce, sage ich euch, wie es ist. Aber so wird es halt laufen, ne? So, das ist ja unser Problem. Das ist unser Problem die ganze Saison gewesen und so wird es laufen. Neuer wird wieder die Nummer 1 sein. Und gut ist. Und der Junge wird dann irgendwie, weiß ich nicht. Man kann nur hoffen, dass man sagt, komm, Club-WM, Manu, du bist ein alter Knochen. Leg mal die Füße hoch, bleib mit dem Arsch zu Hause. Ja? So, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Dass ein Obig da nochmal die Spielpraxis mitnehmen kann. Na? Bin gespannt. Ja, aber da kann der Neue ja mal wieder zu den Fans gehen. Ist ja was Positives. Dann geht er jetzt zu den Fans. Als Kapitän. Bandscheibenvorfall beim Schale hochheben. Nee, da hat er Übung drin.
Ja, das stimmt, Ben. Also die ganze Personalpolitik, Neueinkäufe und Abgänge seit Jahren ein Witz. Nun jammern alle über Abwehr und wir hatten geile De Ligt, Hernandez, Pavard, Verlänger mit einem Sané, Neuer. Ja, also Hernandez verstehe ich, ne? Da hat man gutes Geld noch für gekriegt, hat natürlich super viel verdient. Kann ich verstehen, dass man den weggegeben hat. De Ligt werd ich nie verstehen, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war da auch schon der Faktor Kohle. Ja, wir müssen Erlöse generieren. Kann ich mir gut vorstellen. Pavard habe ich nie verstanden. Pavard war für mich, weiß ich nicht. Ich habe es nicht verstanden, warum man den nicht auf. Aber wie gesagt, du hättest das System ändern müssen, ne? So, das ist vielleicht so das Thema. Dreierkette wäre der Pavard ähnlich wie jetzt ein Stunny der perfekte rechte Part gewesen, ne? Ja. Und Pavard hat seine besten Spiele auch mit als Innenverteidiger gemacht bei uns. Ja, aber das wollte man ihm nie zugestehen. Warum auch immer. I don't know. Ja. Ja, das Ding mit Fonzie da ist ja wohl auch irgendwie noch was im Argen mit dem kanadischen Verband. Die hatten jetzt wohl irgendwie noch mal anberaumt, dass der Spielbericht und alles und der medizinische Bericht irgendwie angefordert wird. Und der kanadische Verband, der rückt den wohl einfach noch nicht raus. Also die gehen davon aus, dass sie irgendwas verschleiern wollen bei seiner Verletzung. Ja, wen interessiert? Und finanziell ist das schon ein Ding, denke ich mal, was du auf den Tisch bringen kannst. Ja, was willst du machen? Du willst ja den Verband verklagen oder was? Ja? Ja, auf was denn? Ich meine, er war ja verletzt nun mal. Ja. So. Gehalt zahlst du jetzt erstmal nicht, die 6 Monate. Es sei denn, er hat irgendwas anderes im Vertrag stehen. Ja. Naja, ich spiele gerade links, weil wir nichts anderes haben. Also ehrlich muss man ja sein. So, wen willst du sonst da hinstellen? Guerrero wäre die ansichtste Alternative. Ja. Ja, dass er das Spiel abgeben wird. Die Frage ist ja, wie viele Spiele gibt denn Neuer ab? Ja, aber der Zug ist ja auch abgefahren mit Kimmich nach rechts. Auch Kimmich zum Beispiel für mich, wenn du mit Dreierkette spielst, kannst du auch einen Kimmich den rechten Part geben, ja? Oder Kimmich macht dann den rechten Mittelfeldmotor. Also, wenn es darum geht, wir haben so viele Möglichkeiten in diesem Kader, wir nutzen nichts, ne? Wir nutzen nichts. Wir ziehen grandios 4-2-3-1 durch, bis wir kotzen. Ja, mit Spielern, die auf verkehrten Positionen rumdümpeln. Ach, lächerlich, Alter. Ich war früher Torwart und habe mir Obig über längere Zeitraum länger angeschaut. Daniel war gegen Frankreich saustark, Reflexe und auf der Linie beide gleich stark. Mit dem Fuß Obig rauslaufen. Daniel würde die 1 unter sich außen machen lassen. Ja, das kann ich noch nicht beurteilen. So 1 gegen 1 habe ich halt vom Obig jetzt noch nichts gesehen. Kann man ja auch mal positiv erwähnen, dass wir noch nicht in diese Lage gekommen sind. Ja, kann man ja auch mal so sehen. Also wie gesagt, Daniel ist für mich ein klasse Torwart. Ja? Also, aber da hat man halt nicht die Eier gehabt. Warum auch immer. Ja, Gravenberch war auch eine Maschine. Aber ja, Gravenberch ist das Kimmich-Goretzka-Opfer. Eines von vielen. Naja, keine Ahnung. Normalerweise ist es ja, dass das ein normales Angestelltenverhältnis ist. Heißt das, du kriegst 6 Monate dein Gehalt weiter und danach greift das Krankengeld, Alter. Sei denn, du hast was anderes im Vertrag stehen oder hast eine Zusatzversicherung, wie du es schreibst, ja. 6 Monate? 6 Wochen. Schatz, hörst nicht zu oder was? Hat sich auch bis vor einer Woche gewaltsam sich einfach mal in die Mitte spielen zu lassen, ja.
Ja, natürlich ist der Trainer schuld. Wer soll sonst schuld sein? Der Ja. Trainer stellt die Spieler auf, Alter. Punkt. Was heißt denn hier endlich Kritik an Vinny? Vinny ist das erste Jahr da. Dass er nicht alles direkt top macht, ist doch ganz klar. Bei unseren Ausfällen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt von endlich Kritik sprechen kann. Nee, also ich hab's ja im letzten Stream schon gesagt, da bleibe ich auch bei. Also ich denke, es war alles unter dem großen Take Finale da Home. Und dass dann so ein Company kommt als nicht unerfahrener Trainer, als junger Trainer und dann sagt, ich werfe jetzt alles um, was so die letzten 3 Trainer gemacht haben, auch wenn es wahrscheinlich besser gewesen wäre, ja, hat er sich das nicht zugetraut. Weil nochmal, ich habe es da letzte Woche gesagt, keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr hätten Kimmich auf rechts gestellt und der hätte 2 schlechte Spiele gemacht. Stellt euch vor, hätten Sané, Koman und sonst wen auf die Bank gesetzt und hätte da irgendeinen Jugendspieler auf die Außenbahn gestellt und der hätte ein schlechtes Spiel gemacht. Leute, die hätten den zerrissen. Ja. Und da wärt ihr alle, die jetzt gerade schreien, Kritik an Company, ihr wärt die Ersten gewesen, Alter. Ihr wärt die Ersten gewesen, die ihn zerrissen hätten. Ja, wie kannst du den denn da hinstellen, wenn du da die 3 erfahrenen Spieler hast? So. Na, und das hat er sich nicht zugetraut. Das kann ich auch verstehen. Deswegen, ich messe den Mini-Winnie nächste Saison. Na, da ist kein Druck da, was Champions League angeht. Der muss ja eine Fußballidee haben. So. Oder eine Systemidee. Ja. Fußballidee sehen wir ja, die er hat. Das ist ja auch fein. Aber warum man dann nicht einen Conny Leimer auf die 8 stellt, ist für mich immer noch ein Rätsel mit dieser Fußballidee, die ein Company hat. Ja. Der ist prädestiniert für diese Rolle. So. Punkt. Aber ich denke, da ist vieles. Ich meine, ich habe es gehört, Alter. Christi hat sich auf die Jahreshauptversammlung dahingestellt und hat gesagt, wir machen es diesmal besser im Finale. Ja. So. Es wird alles untergeordnet diesem Ziel. Und dass dann Company nicht anfängt, da die Jugendspieler einzubauen, ja, kannst du dann halt nachvollziehen. Ne? Wenn man es nicht geschafft hat, diese ganzen anderen Säcke loszuwerden. Das ist ja das andere Thema. So, wärst du die losgeworden, hättest du ja Platz gehabt. So. Aber wie hättest du das kommunizieren wollen? Nee. Aber ja, diese Conny-Geschichte als RV ist super fragwürdig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Verstehe ich halt auch null. Wirklich absolut null. Ich verstehe, dass man sagt, also ich glaube, was ein Winnie sich dabei denkt, ist, ey, ich will den Company, ich will den Typ, nicht Company, ich will den Typ Conny Leimer in meiner Startelf haben. So, das ist sein Take, ja, weil wir wissen alle, Conny, Mentalitätsmonster, bringt Power rein, so, das ist sein Ding, ja. So, aber er hat halt nicht die Eier, ihn dann in die Mitte hinzustellen. Weil das würde bedeuten, entweder muss er auf den Pavlovic verzichten, ja. Ich meine, der war lange noch verletzt, er hat die Chance gehabt, aber da hast du lieber den Neon genommen. Oder du müsstest auf den Kimmich verzichten und Kimmich nach rechts stellen. So, was der logische Schritt wäre. Weiß ich nicht. Ich sag ja, der Vinny hat alles übernommen, wie es die letzten Trainer gemacht haben. So, Tuchel hat ihn als rechten Verteidiger dahingestellt, er macht dasselbe. So, alles so No-Brainer, weißt du? Alles so, ach ja, ist alles ohne Konfliktpotenzial. Ich mach das, der war da vorher schon, das passt schon. Ja. Das Ding ist halt, Vinny sieht das doch auch im Training und in den Spielen. Ich meine, da sehen wir es ja schon. Er war doch selber Abwehrspieler. Ja? Welche Scheuklappen hat der denn bitte auf, dass der das nicht Weiß sieht? ich nicht. Kann ich nicht sagen, habe ich mich aber schon mal Tuchel gefragt. Ach, Tuchel. Ja, hast du doch gesehen, Ben, dass er sich nicht traut, die Jungen zu fördern. Also, da brauchen wir doch nicht drüber reden, dass es nicht so war, oder? Nochmal, wir haben teilweise lieber ohne Außenverteidiger gespielt, als einen Azno reinzuwerfen. So. Du hast lieber einen Tell schnell noch weggegeben, weil du guten Deal gemacht hast, als ihn aufzustellen.
Also über was reden wir? Das sind nur 2 Beispiele. Ja? Also das hat man doch klar gesehen, dass er sich das nicht getraut hat dieses Jahr. Ja. Ja. So, und das ist einmal Finale der Homestand über alles. Und das andere, ja, setzen Leroy auf die Bank ein Jahr, setzen Serge auf die Bank ein Jahr, setzen Koman auf die Bank ein Jahr. Ja, meint ihr dann, wäre dieses Mannschaftsgefühl da? Nee. Weil diese Mannschaft viel zu lange zusammen ist. Da sind viel zu viele Knickengebilde und das ganze Knicken. Also er hätte das niemals so hingekriegt. Bin ich mir sicher. Er musste mit dem Kader arbeiten, das hat er gemacht. Und die Jugend hat er komplett geopfert dafür. Ja. Also wir haben Iran Kunda gesehen in der Vorbereitung. Also ich denke schon, dass er das Potenzial gehabt hätte, in der Bundesliga bei Gegnern wie St. Pauli oder sonst was da aufzulaufen. Ja, ohne Probleme. Ja, hast du weggeschickt. Ja. Da siehst du doch, dass er sich einfach nicht getraut hatte. Und das bedingt durch die 3 Großverdiener. Also wenn ein Ulisse verpflichtet ist für 50 Mille, muss er spielen. Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Dasselbe hätten wir mit Palini auch machen müssen, aber dieses Fass machen wir nicht wieder auf. Conny RV raste ich aus, ja, ich auch. Naja, Conny wird nie da reinpassen. Und Conny wäre so viel stärker für diese Mannschaft in der Zentrale. Ja. Ja, für mich hätte Vini auch die Eier haben dürfen. Ich habe es vor der Saison gesagt, ja, das ist das, was ich an diese Mannschaft gestellt habe. Aber du siehst ja, das Problem war halt einfach, dass wir die Spieler nicht losgeworden sind, weil wir da als Verein nicht die Eier hatten. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich habe schon 100-mal gesagt, diese Saison. Du hättest die Trainingsgruppe 2 machen müssen. Anders wirst du die nicht los. Und das wird nächstes Jahr genauso sein. Ja. Da können Angebote kommen ohne Ende für einen Gnabry, für einen Goretzka. Die werden den Verein nicht verlassen. Sei denn, du sagst dann klipp und klar, pass mal auf, ihr spielt kein Spiel. So. Und das tun wir nicht. Ja? Und schon sind wieder 2 Plätze belegt, die eigentlich frei sein müssten. Das ist so das ganze Problem gewesen. Natürlich wird das nicht funktionieren. Glaubst du nicht wirklich, dass ein Tuchel... Also ein Tuchel ist, was das angeht, ist er wie ein Van Gaal. Ist der Alleinherrscher, Alter. Ja. Ja, der hat dann einen Standardtrainer, wie man das heute hat, und da hätte der Winnie den Standardtrainer machen können, ja. Nein, das funktioniert nicht mit dem Tuchel. Und mit Company wahrscheinlich genauso wenig. Ja, Azno war auch in der Vorbereitung so stark. Aber wie gesagt, Iran Kunda war auch mega stark in der Vorbereitung. Ich komme nicht auf den Namen von den Jungen im zentralen Mittelfeld. Also das war auch eine absolute Kanone. Ja? Du hast viele gesehen, die stark waren. Aber ja, genau. Also stell dir vor, du hättest den eingebaut. Und Aznu ist ein Davis zum Opfer gefallen. Machen wir uns alle nichts vor. Ja? Oder anders gesagt, ein Aznu ist ein Musiala zum Opfer gefallen. Ja. Ich garantiere euch, man hätte nie mit dem Davis verlängert, wenn nicht der Faktor Musiala gewesen wäre. Also nicht zu dem Preis, was wir gerade zahlen für einen Fonzie Davis. Ja? Also wenn du 15 Meter Grundgehalt zahlst für so einen durchschnittlichen Spieler, Alter, da musst du dich nicht wundern, dass jetzt alle sämtlich, das ist dasselbe wie mit Hernandez war. Ja? Du brauchst dich nicht wundern, mit jedem Abwehrspieler, mit denen oder jedem durchschnittlichen Spieler, der jetzt verlängert beim FC Bayern, sagt, ey, gib mir mal 15 Mille, Alter. Was ist los? Hier, der Fonzie kriegt auch 15 Mille. Welches Argument willst du denn bringen?
Welches Gegenargument willst du bringen als Verein? Also mir fällt keins ein. Ja, dass ein Spieler mit 17 Jahren Defizite hat, ist ja wohl normal. Ein lieber Sané hat jetzt noch Defizite, Alter. Von King und Gnabry brauche ich nicht anfangen, oder? Also was ist los, Alter? Tom Bishop, ja, wenn Goretzka bleibt und wir sind Palinja nicht los, das wird man sehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt 5 zentrale Mittelfeldspieler, mit ihnen haben wir 6. Also irgendwas wirst du wohl loswerden müssen. Ansonsten sonst kannst du ihn gleich in Hoffenheim lassen. Ist so. Ja, nächstes Jahr wird alles anders gemacht, ja. Setzen auf die Jugend, verkaufen die Altlast und jeder spielt auf seiner besten Position. Ja. Wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles sicher haben, ey. Wenn das passieren sollte, was du hier geschrieben hast, laufe ich nackend durch mein Dorf, Alter. What the fuck? Ja. So wahrscheinlich ist das. Da machen wir die PS5 aus, ja. Ganz genau. Kretzig ist kein Faktor bei uns. Sorry, dem fehlt die Klasse. Aus meiner Sicht fehlt ihm die Klasse. Als linker Verteidiger, nee. Linkes Mittelfeld, ja. Also Kretzig würde ich im Team haben als Einwechselspieler, ja. Der kostet nichts, der ist jung. Frage ist, will er das? Hat er Bock, irgendwie 30 Spiele auf der Bank zu sitzen? Wahrscheinlich nicht in dem Alter. Ja. Also Kretzig, der müsste 3, 4 Steps jetzt innerhalb von 2 Monaten machen, so dass der ein Faktor wäre bei uns. Ey, Best-of Tuchel-PKs wird ja wahrscheinlich Stunden dauern. Ja, wie gesagt, wir haben keine Eier. Daniel, wir haben einfach keine Eier. Ja? Du hörst doch immer wieder, also Vini wird doch immer wieder gefragt. So, der setzt sich dann da rein in die PK und sagt, ja, nee, also in dem Alter, da kann noch so viel passieren. Ne? Freundin und dies und das und nein, das geht ja nicht. Also mit 16, 17, nein. Also keine Ahnung, man müsste mal den Company oder mal die unsere sportliche Führung fragen, ab wann denn ein Spieler bei uns spielberechtigt ist in der ersten Mannschaft. Ab welchem Alter? Weiß ich auch nicht. Sané Spieler ist im Monat April. Hat er immerhin ein gutes Spiel gemacht. Wer weiß. Ich meine Verantwortung. Ja, aber auch nicht als linker Verteidiger, Alter. Da war Kretzig schon eine Wurst. Sorry, gehe ich nicht mit. Ja, seine Art und Weise war so Müller-mäßig. Das verstehe ich, den Take, ja. Wird auch mit Sicherheit nicht gut angekommen sein bei vielen Spielern bei uns, weil er auch so der Typ Spieler ist, so ich übernehme mal das Kommando, wenn ich eingewechselt werde. Ja. Egal, ob da Müller steht oder ob da ein Leroy steht. Ich sag dir mal, was die zu machen haben. Ich glaube, damit kommst du nicht weit in dieser Mannschaft. Aber als linker Verteidiger ist er eine Katastrophe, defensiv. Ja. Also das ist Conny Leimer auf Steroiden defensiv. Offensiv Kanone, ja, gehe ich mit. Super Flanken, gutes Dribbling. Ja, aber nicht als linker Verteidiger. Nee. Auch in der Vorbereitung bei uns nicht. Ja, Chico, gehe ich mit. Ja. Ist ja, was ich sage. Glaubst du, gegen Leipzig werden wir Meister? Ja.
Nee. Also, ich meine, keine Ahnung, hättest du jetzt so super viel Vertrauen in so einen Iran Kunda, ja? So, hättest du das, würdest du nicht darüber nachdenken, mit ihm Leroy zu verlängern. So, ja. Und ich meine, dann hast du noch den Karl dahinter, der ja angeblich das größte Talent seit, was weiß ich, sein soll. Warum kommst du dann auf die Idee, mit dem Leroy Sané verlängern zu wollen? Dann hau den doch weg. Über was reden wir? Tschüss. Bye bye. Hau rein. Ja? Da hast du schon mal 2 Spieler, die auf jeden Fall Qualität haben für eine Außenbahn. So. Und da sind noch 2, 3 andere, ja, die verliehen sind. Also. Und du könntest ja selbst einen Kretzig auf die Außenbahn stellen. Ja? Ich denke, die 10 guten Spiele wird er auch aus sich rauskitzeln. Also. Da siehst du doch schon, dass kein Vertrauen da ist. So. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob der nicht unten auf der Bank darf oder dann zumindest auf dem Platz nach dem Abpfiff. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie sich das verhält. Gesperrter Spieler. Gut, wenn Neuer wieder im Tor steht, dann das stimmt. Dann könnten wir es vielleicht vertagen, aber dann müsste Leverkusen ja auch erstmal gewinnen, ne? Ja, Tarek Buchmann haben wir auch noch. Spielen die jetzt gegen Leverkusen oder was? Naja, die Dortmunder sind so konstant wie, weiß ich nicht, wie Wasser in eine Kurve, Alter. Also ich vermisse die Pressekonferenzen auch, ja. Also man kann ja viel sagen über den Tuchel, ja. Gibt es ja auch wirklich viel, kannst ja wirklich reingehen. Aber ich glaube, wir haben selten einen Trainer gehabt, der so ehrliche PKs gegeben hat. War das schlau? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber mega unterhaltsam. Er hat einfach gesagt, was Phase ist. Hat ihn nicht wirklich interessiert. Ja. Ja, deswegen hat es bei uns auch nicht geklappt, weil wir Richtig. brauchen einen Trainer und keinen Entertainer. Wir brauchen einen, der pudert. Du brauchst beim FC Bayern, einen, der pudert. So, und Tuchel hat nur einen Sané gepudert und nicht die Spieler, die wichtig sind. Kimmich, Goretzka zum Beispiel. Und Thomas Müller sind alles Thomas Müller-Spiele und sowas. Einfach die verkehrten Spieler gepudert und das Spielsystem hat einfach nicht zum FC Bayern gepasst. So, das war sein Problem. Hansi, hast du doch gesehen, ja. Einfach pudern und machen lassen. Dann läuft's. Chico, so ist richtig. Saskia Wasser, der Umsatz ist auf jeden Fall eingebrochen, ja. Filea, servus. Naja, also. Eigentlich hast du keine andere Möglichkeit, als jetzt am Veni festzuhalten. Also, erstmal, das hat es gut gemacht fürs erste Jahr, das muss man auch mal sagen. Mit der Mannschaft, die ja mit den 3 Trainern nicht klarkam, wirklich. Ja, hat er sie auf jeden Fall wieder auf Kurs gekriegt. Dass du aus dem Leroy Sané oder aus dem Serge Gnabry kein Fußballer mehr machst, der 30 Spiele am Stück auf höchstem Level spielt, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? So, er hat Kimmich wieder auf das Level geführt, was ein Kimmich hatte. Er hat einen Fonzie Davies, auch wenn es lange gedauert hat, ja, wieder auf das Level gebracht, was sein bestes Level war.
Er hat Upa und Minjay da hingekriegt, ja, auch wenn es gedauert hat. Er hat einen King wieder da hingekriegt, auch wenn es da auch gedauert hat. Also das kann man ihm nicht vorwerfen, ja. Also er hat alle wieder an das Level gebracht, was sie noch zu leisten sind. So. Und das musst du halt auch erstmal hinkriegen, ne? In diesem verwöhnten Kader. So. Aber ich denke, auch ein Vinny wird jetzt gesehen haben, wo das Limit ist bei dem einen oder anderen Spieler. Ja? Also ich glaube nicht, dass ein Vinny mit dem Kader glücklich ist, so wie er jetzt ist. Ich glaube nicht, dass er denkt, so, der Serge ist schon ein geiler Spieler, den brauche ich unbedingt in meiner Startelf. Oder ein Kingsley oder ein Sané oder ein Goretzka. Ja. Die Hinrunde war mega, ja. Rückrunde sind wir leider so ein bisschen so, immer mal so ein kleiner Peak. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, der Druck in der Champions League war, auch wenn du die Ergebnisse anguckst, ich glaube, der war zu hoch für einen neuen Trainer, für die Mannschaft. Auch wenn es knapp war am Ende, logisch. Aber ja. Aha. Naja, weiß ich nicht. Ich sehe Leipzig nicht als Gegner an, sage ich euch, wie es ist. Oh, wir werden sehen. Ja, Hansi muss auch nicht wiederkommen. Kann doch da im Barca bleiben, kann er sich doch seines Glückes erfreuen und gut ist. Ja, na klar, ist fehlende Rotation Kritikpunkt. Genauso wie gesagt, die nicht vorhandene Jugend zu integrieren Kritikpunkt ist. 100 Pro, ja. Und die Rotation hat man einmal versucht, hat auf die Fresse gekriegt und hat es danach komplett eingestellt. Das war natürlich fatal und das haben dann die Spiele gegen Inter gezeigt. Ja? Natürlich ist das ein Kritikpunkt und das sind Punkte, die entweder über dieser großen Überschrift stehen, Finale da oben, oder standen, oder die ein Company jetzt halt mitnehmen muss und lernen muss, ne? Mm, 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 mm. Aha. Aber ein Buchmann hat doch keine Belastung. Was ist das denn für ein Take? Wenn man Buchmann einen mittelmäßigen Bundesliga-Club abgeben würde, wo die Belastung nicht zu hoch ist, kann man ihm vielleicht seine Karriere noch retten. Er hat da nicht ein Spiel gemacht bei uns. Also er hat doch gar keine Belastung gehabt. Also er wird in jedem anderen Bundesliga-Club genauso trainieren müssen wie beim FC Bayern. Also. Ja? Hat halt einfach Scheiße am Fuß, der Junge. Naja, du kannst auch einen Harry Kane ersetzen. Jetzt mal ernsthaft, Leute, wenn 2-0 steht, 3-0 steht, dann kannst du ja auch einen Stürmer auswechseln. Ja. Was ist denn los? Ja, da musst du aber mal von deinem 4-2-3-1-System abrücken. Also. Ja, wenn es 0-0 steht, ist ein wichtiges Spiel, natürlich, dann nimmst du keinen Harry Kane vom Platz. Ja, aber wir haben genug Spiele gehabt, die früh genug entschieden waren, wo du hättest sagen können, komm, Harry, leg mal die Füße hoch. Ja. So. Und nach Inter hättest du auch mal sagen können, nach dem Hinspiel, komm, Harry, gegen Dortmund, geh mal nach Hause, mach mal ruhig und gegen Inter gibst du Vollgas. Also das kann man kritisieren. Also die fehlende Rotation jetzt in der Rückrunde kannst du auf jeden Fall kritisieren. Ja, aber das ist ja anscheinend das Problem gerade, dass wir nicht die Kohle dafür haben. Beziehungsweise nicht die Eier, diese Spieler zu rasieren.
Ja, ich verstehe das auch nicht, ne? Nur weil man sagt, dass ey, man muss doch mal sehen, wie gesagt, jeder, der länger den FC Bayern guckt, schaut euch die letzten 2 Jahre an. So, über was reden wir, ja? Und dann oder machen noch anders, ähm, vergleich nur die Rückrunde. Hinrunden waren alle gut, unter Tuchel, unter Nagelsmann, waren immer stark, wir haben alles rasiert. Vergleich nur die Rückrunden. Ja, dass wir abkacken in der Rückrunde, das tun wir seit 3 Jahren. Seit 3 verkackten Jahren. Und ja, wir haben seit 3 verkackten Jahren immer wieder viele Verletzte in der Rückrunde, ja? Und so weiter. Da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Aber vergleicht nur die Rückrunden. Und da ist Vini ganz weit vorne, ne? Jetzt brauchst du keinen mehr schonen, ne? Denkst du, Kompany wird aus Kimmich Goretzka im Mittelfeld lernen und anpassen? Ja, also Goretzka im Spiel wird keine Rolle unter Kompany spielen. So. Goretzka kam deswegen zurück, weil ein Pavlovic ausgefallen war, weil ein Palhinha Schwierigkeiten hatte. Und weil er, warum auch immer, einen Conny Dahlmann als Rechtsverteidiger sieht. Deswegen kam Goretzka zurück. Goretzka wird nächste Saison in dieser Mannschaft keine Rolle spielen. Gar keine. Ja, Kimmich wird wahrscheinlich im Mittelfeld weiterbleiben. Pavlovic wird der Erste sein, der spielt. Ansonsten wird es wahrscheinlich der Bischof tun. Und das war's. Also sorry, ein Goretzka passt auch nicht in dieses System. Ja, und Kimmich, Goretzka brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine Katastrophe, Alter. Das ist eine Katastrophe. Sorry. Pavlovic, Kimmich war stark zum Beginn der Saison, war jetzt auch wieder gut. So. Ja, auch da ist keine also nicht falsch verstehen, ja, das ist gut fürs Spiel gestalten, weil Pavlovic da ist. Ist natürlich auch keine Kombo, wo du sagst, ja, ey, die zentrale Position ist dann dicht. Ja? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das passiert auch mit Kimmich, Pavlovic nicht. Ja? Aber du hast wenigstens mal spielerische Klasse auf dem Feld und jemanden, der das Spiel nach vorne treibt. Und nicht nur quer und nach hinten spielt. Ja? Und Kimmich muss sich einfach wieder ein bisschen mehr zurückhalten, so wie er es jetzt schon getan hatte im letzten Spiel. Das war gut. Ja? Du musst ihn halt einfach einbremsen immer wieder. So. Er war fast so 80-85% waren Pavlovic immer vor Kimmich in der Zentrale. Ja? Und da muss ich einen Kimmich immer ein bisschen noch verbessern im defensiven Stellungsspiel und im defensiven Zweikampf. Ich weiß mit 30, aber wer weiß. Hat am Anfang der Saison ja auch geklappt. Wer glaubt dran, dass Kusi Asari gegen Leipzig auf der 9 spielt? Ich glaube daran. Genau, hat die Mara richtig beantwortet. Weil die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Und da ist kein Platz für Thomas Müller. Ja, du findest genug Kritikpunkte zu Vini. Gibt aber auch einfach die Mannschaft her, ne? Keine Ahnung. Ich meine, wir reden seit 3 Jahren über die gleichen Kritikpunkte. 3 verschiedene Trainer, die gleichen Kritikpunkte, aber die Spieler ändern sich ja nicht. Das Spielsystem ändert sich ja auch nicht. Ist auch immer dasselbe, egal welcher Trainer kommt. Der eine stellt es nur 30 Meter weiter nach hinten und der andere 30 Meter weiter nach vorne. Das ist der einzige Unterschied. Personal ist 1:1 dasselbe. So, also die Kritikpunkte ändern sich nicht. Null. Wie auch. Ja, der Leon hat schon 2, 3 gute Spiele gemacht diese Saison. Also so ist ja nicht, aber der passt gar nicht in dieses System rein, Alter. Ja, na klar. Leute, die Belastung wird nicht kleiner werden, ja. Aber das ist doch mein Take. So. Was ist denn das Einfachste, um dem entgegenzuwirken? Ein größerer Kader. Größerer Kader kostet natürlich mehr Geld und du wirst ganz schwer Spieler mit Qualität finden, die sagen auch, ja, ich setze mich 30 Spiele die Saison auf die Bank. Also
Nimm doch die ganzen Talente, die du hast, und anstatt sie nach Paris, Palermo und Tuffalshausen zu verleihen, gib ihnen doch Spielzeit. Wo ist das Problem? Ja? Wie viele Spiele hast du denn im Jahr, das nach der ersten Halbzeit durch sind? Da muss es doch möglich sein, in einer Mannschaft mit so vielen erfahrenen Spielern zu sagen, ja, alles gut, dann bringe ich jetzt 3 Jugendspieler rein. Ist doch gar kein Thema. Ja? So, die Rückrunde hat uns doch gefickt, dass wir einfach keine Rotation mehr hatten. Wir haben einmal rotiert, haben aufs Maul gekriegt. Vorbei. Fertig. Der Einzige, der mal rotiert hat, war Conny Leimer. Und zum Ende hin auch nicht mehr. Sonst hat keiner rotiert. Immer durch. Scheißegal, wie die Form war, scheißegal. Durch. Ja. So, und das muss er lernen. Weil die Spiele werden nicht weniger. Du hast Club-WM, 3 Wochen später startet die Bundesliga. In dem Jahr danach hast du WM. Ja, also es wird ja nicht besser werden. Die Zeiten, wo Robben und Ribéry 25 Millionen gekostet haben, ist vorbei. Ja gut, du musst aber auch mal sehen, wo wir einen Ribéry hergeholt haben, ne? Der war da auch noch nicht der Spieler, der er bei uns geworden ist. Bei Robben sieht das ein bisschen anders aus, ja. Aber ja, du kriegst heute keine Ahnung. Da musst du schon echt einen aus dem Hut zaubern, wenn du sagst, ich verpflichte einen Spieler für 25, 30 Mille, der voll einschlägt. So, ist halt schwer, ne? Ja, na klar, aber es ist doch auch normal, das ist doch auch nicht Leons Spielweise. Leon braucht halt Raum vor sich, ja. Wie gesagt, wenn der Gegner tief steht, ist Leon ist eine verschenkte Personalie, Alter. Aber Pavlo genauso, wo der wieder zurückkam. Die stehen 1 Meter oder 2 Meter von Kimmich entfernt. Weil Kimmich da vorne mit rumtingelt. Also. Und solange Kompanie das nicht in den Griff kriegt, sage ich euch auch, wie es ist, werden wir auch nicht in der Champions League irgendwie was groß reißen. Also entweder gibt es einen Systemwechsel, ja, dass du hinten auf eine Dreierkette im gegnerischen Ballbesitz Fünferkette gehst, dann kannst du so einen Kimmich in der Zentrale verantworten, weil du einen mehr in der Mitte hast. Aber ansonsten, also wenn Kimmich unser defensiver Sechser sein soll, die nächsten 3 Jahre, dann wirst du in den nächsten 3 Jahren in der Champions League nichts reißen. Dann kommst du bis zum ersten starken Gegner und Feierabend. Das ist doch gar nicht böse. Ja. Er ist halt einfach kein defensiver Sechser. Punkt. Ja. Und das wird er mit 30 jetzt auch nicht mehr werden. So viele Spieler haben kein Champions League Halbfinalniveau. Ach doch, das glaube ich schon, nur die konnten sich abrufen, ne? Und du darfst auch nicht vergessen, dass 3 Stammspieler gefehlt haben. So, das darf man auch nicht vergessen. Das sollte man nicht unterschlagen. Also ich glaube, mit den 3 Spielern hätten wir Inter Mailand geknackt. So. Ja, ob es dann nochmal für mehr gereicht hätte, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, mit den Spielern hättest du auf jeden Fall bessere Chancen gehabt. Erst recht so, wie Fonsi in Form war. Auch Musiala war gut in Form. Upa war sowieso eine Bank. Also, wer weiß, vielleicht hätte er die Eier gehabt und hätte einen Airbag reingestellt anstatt einen Kim. Aber im Nachhinein, ne, ist halt immer alles einfach. Naja, wir werden es sehen. Wir werden auf jeden Fall, vielleicht schon bei der Club-WM, obwohl da sind wir, die ist uns ja auch schon wieder super wichtig, weil es ja um viel Kohle geht. Also weiß ich nicht, ob wir da schon die großen Experimente wagen. Und dann ist die Frage, wann ist die Zeit dafür? Ne? Wie gesagt, 3 Wochen später ist Bundesliga, Alter. Also, es wird spannend bleiben.
Aber das ist ja auch das Schöne. Was ist mit dem David Raum? Was soll man mit dem David Raum? Wir sind Meisterin, ja, so sieht's aus. Ja, ich glaube das auch nicht, Phileas. Aber wie gesagt, du müsstest die Spieler dafür loswerden, ne? Und das weißt du halt nicht. Wir werden sehen. Ja, ist auch okay, das ist auch unser Niveau gerade. Ja. Also Viertelfinale ist unser Niveau, was ich sehe in dieser Mannschaft. Die Mannschaft muss sich halt entwickeln, aber dafür musst du halt erstmal alte Zöpfe abschneiden. Ja, das hast du mit Ulisse schon getan, ja? Das muss man ja auch mal sagen. Stellt euch vor, der wäre nicht in dieser Mannschaft und du hättest da wieder mit Gnabry, Sané und Coman rumgedümpelt, dann wärst du gar nicht erst so weit gekommen. Ja? Aber es ist doch okay. Ne? Also ich halte das jetzt nicht als schlimm. Ich meine, guckt euch Liverpool an, die sind auch noch früher raus. Ja? Mein Gott. Also für mich hat die Champions League nicht den Stellenwert wie für den einen oder anderen von euch. Also bei mir haben andere Sachen einen höheren Stellenwert. Erstmal das, wie gesagt, ich müsste einfach mal. Ja, ich kann diese ganzen Kapsköpfe, die seit 10 Jahren plus im Verein sind, kann ich nicht mehr sehen. Ich kann das Spielsystem nicht mehr sehen. Das 4-2-3-1, dass wir nicht immer in der Lage sind, da ein bisschen was zu ändern. Und solange das so ist, also jetzt mal ernsthaft, wenn da ein Gegner ist und er hört, er kriegt den FC Bayern München als Gegner zugelost, meint ihr, der muss noch eine große Videoanalyse machen oder was? Wir spielen ja 1:1 denselben Stiefel, Alter. Seit Jahren. Ja, wie gesagt, einmal stehen wir 30 Meter tiefer, einmal stehen wir 30 Meter höher. Das ist der einzige Unterschied. Du kannst 1:1 gleich spielen gegen den FC Bayern, seit 3 Jahren. Ja, Ball in die Zentrale rein, wo freier Raum ist, der immer frei ist. Von da nach außen gelegt, auf die Außenbahn, weil unsere Außenverteidiger defensiv absoluter Crap sind. Den Ball in die Mitte und rein. So, das ist, oder du bist direkt in der Zentrale und hast schon freie Fahrt. Ja, wie es Inter 2, 3 Mal hatte. So, fertig. Seit Jahren. 1:1 seit Jahren. Da ändert sich nichts. Gar nichts. Seit 3 Jahren schießt Kimmich jede Ecke. Halleluja, wir haben Ulisse verpflichtet. Er musste die Ecken von der rechten Seite abgeben. Halleluja. So. Wir sind wie. Also, du siehst nichts Neues. Du siehst Michael Ulisse, deswegen finden wir den alle so geil, weil Michael Ulisse einen neuen Faktor in diese Mannschaft gebracht hat. Ja? Den Faktor Steckpass in den Strafraum, auf die Grundlinie. Aber auch das werden die Gegner mittlerweile mal langsam raffen. Auch wenn es jetzt im letzten Spiel wieder Katastrophe war, wie man so blind sein kann als Gegner. Ja? Ansonsten sind wir super ausrechenbar. Es ändert sich nichts. Ich auch. Ich würde auch ein DFB-Pokalfinale der Champions League mal wieder vorziehen. Das sehe ich aber 1:1 genauso. Was auch einfacher zu erreichen ist. Naja, also Champions League ist schön. Ja. Ich mag auch den neuen Modus. Diese eine Tabelle mag ich nicht. Ich würde da lieber 4 Gruppen haben, neue Mannschaften und dann spielt jeder gegen jeden einmal und gut ist. Ja, das wäre für meinen Kopf einfacher. Ansonsten finde ich den Modus gut, ist interessant. Aber jetzt mal ernsthaft. Um die Champions League zu gewinnen, ja, du kannst einen Champions League-Sieg nicht planen. Keine Mannschaft dieser Welt kann den planen. Also wer das glaubt, der ist auf dem verkehrten Dampfer. Ja. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Neben Chelsea, was hat er? 1,5 Milliarden in den Verein gesteckt, bis es geklappt hat. Neben Paris. Neben Manchester City mit dem besten Trainer der Welt und
Möchte ich wissen, wie viele Milliarden die in den Kader gepumpt haben, bis es soweit war. Nehmen jetzt den FC Liverpool, der wahrscheinlich die stärkste Mannschaft in Europa gerade ist schon gar nicht mehr drin in der Champions League. Ja, so, ja. Du kannst das nicht planen. Das ist ja das Interessante an der Champions League. Du kommst halt, sobald die K.O.-Phase losgeht, ist da so viel Qualität. Wir haben es ja jetzt auch gesehen gegen Inter, dass so viel Kleinigkeiten entscheiden. Ne? Das kannst du nicht planen. Ja, warum wird es PSG wahrscheinlich machen? Hau mal raus. Ich habe es dir gerade erklärt, du kannst es nicht planen, Alter. Hast du das Spiel PSG gegen Dortmund gesehen letztes Jahr in der Champions League? Was PSG 10-1 gewinnen müsste? Was haben sie gemacht? So, du kannst es nicht planen, Alter. Es geht nicht. Ein schlechtes Spiel reicht. Guck dir Leverkusen in München an. Ein schlechtes Spiel. Zack, bumm, Ende. Du bist weg. Eine dumme Schiri-Entscheidung. 2 verletzte Spieler. Zack, raus. Fertig. Kannst es einfach nicht planen, weil einfach so viel Qualität da ist. Du bist in den Spielen, du hast es auch gesehen gegen Inter. Du bist auf dem Level, jeder kleine Fick-Fehler wird bestraft, gnadenlos. Ja? Und nutzt du das dann mal nicht, so wie wir es getan haben, und schießt den Ball vom Pfosten, ja, wirst du auch bestraft, Alter. Ja? Du kannst das nicht planen. Klar kannst du sagen, jo, die Mannschaft hat gerade so eine geile Form, Barca, sonst was. Ja, und dann haben sie trotzdem 3-1 in Dortmund verloren, Alter. Ja. Und lass mal Barca gegen Inter spielen, ich bin gespannt auf das Spiel, Alter. Ja? Was wird sich durchsetzen? Wenn ich mich daran erinnere, wie offen Barcelona gegen uns war, wenn ich daran denke, wie abgewichst Inter umgeschalten hat gegen uns, boah, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz, ganz böse mal ausgehen kann. Ja? Aber wenn Barca natürlich ins Rollen kommt, ja, wir werden sehen. Aber da kannst du auch nicht sagen, ja klar, es ist ein klares Ding. Auch da werden Kleinigkeiten entscheiden. Ne? Ist halt so. Ja, wir haben schon guten Fußball gespielt in der Hinserie. Ne? Das habe ich schon gefeiert. Das darf man auch nicht vergessen. In der Rückrunde, ja, wir haben uns schwer getan. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube so, die Drucksituation, diese ganze Scheiße da mit den Vertragsverlängerungen und alles, da kann mir auch keiner erzählen, dass das alles nicht irgendwie nicht mit reinspielt. Das spielt alles mit rein. Ja. Und für die ganzen Umstände, die da waren, ja, war das echt okay. Ja. Und du siehst ja jetzt, der Druck ist weg und plötzlich können wir wieder befreit aufspielen. Ja. Klar, so ein Harry Kane hat immer noch keine Form. So ein Kimmich performt auch noch unter. Ja. Aber sonst siehst du siehst, dass es viel, viel befreiter ist. Also. Genau. Ja, das denke ich auch. Das ist so der große Verdienst von Vinny. Dass man wieder das Gefühl hat, dass seine Mannschaft auf dem Feld ist. Und deswegen konntest du auch überhaupt mit den 3 Ausfällen, die wir hatten, das so knapp gestalten gegen Inter. No. Weil das darf man halt auch nicht vergessen. Viele vergessen halt immer, dass wir die Ausfälle hatten. Wenn du Manuel Neuer noch dazu nimmst, was ich jetzt nicht unbedingt als Schwächung sehe, aber dann wären es sogar 4. Mit dem Ito, der die linke Seite mit Sicherheit anders gestaltet hätte und die wäre mit Sicherheit dicht gewesen. 5. Ja, also das darf man halt alles nicht vergessen. Also. Der Fußballgott war, was das betrifft, auch nicht auf unserer Seite. Aber, muss man auch sagen, wäre vielleicht auch nicht verdient gewesen. So hat der Club noch ein bisschen Arbeit vor sich, Vinny hat ein bisschen Arbeit vor sich, man hat Ziele noch und das ist doch auch schön. Ja. Gut. Die nächste kommt bestimmt, genau. Wenn noch jemand ein Thema hat, kann er gerne noch was raushauen, ansonsten bin ich fertig. Ja, der Team Spirit wird anhalten, wenn du
Ich habe es ja gerade umgekehrt schon gesagt. Also entweder wirst du die Spieler los, wirst du sie nicht los und musst du auf sie setzen. Und wirst dann wieder die Jugend dafür opfern. Du wirst dich da entscheiden müssen. Ja, Mensch, du geklaut. So, ich bin jetzt aber mal ganz kurz weg, sonst wird es kritisch. Also, falls ihr noch ein Thema habt, haut es im Chat, dann gehe ich da gleich noch drauf ein. Poses Queen habe ich hier leider nicht. Woher soll Kai wissen, ob Wirtz kommt? Und wenn, dann spielt der RV. Einfach nur mal so. Ja, das ist nicht seine Posi, also stellt man den da hin. So. Mit langen Haaren sehe ich aus wie einer von den Jackson 5. Wahrscheinlich jetzt nur in Grau. Müller Spielertrainer. Als Co-Trainer vielleicht, nee. Also da muss ich auch einen Take bringen. Also ich sehe Müller nicht in dieser aktuellen Generation als nur ansatzweise im Trainerstab. Gerne zweite Mannschaft, Jugend irgendwo, ja, aber nicht in dieser Mannschaft. Auch dafür viel zu viel Einfluss, Alter. Nee. Ja, ich habe hier vorgestern mit dem Caro telefoniert, der hat gesagt, Angebot ist da von den Bayern, wie jetzt kommt. Hab dann direkt Winnie angerufen, gefragt, wie sieht's aus nächstes Jahr. Er hat gesagt, er wird einen Wirtz in die Innenverteidigung stellen. Damit der Opa rechten Verteidiger machen kann. Wild, ich hab gesagt, der spielt RV. Ja, nee, das ist ja zu logisch. Weil er hat einen starken Rechten. Ja, keine Ahnung, ey. Woher soll wir das wissen, ob ein Wirtz kommt? Willst du feiern? Ja, wer weiß, vielleicht überrasche ich dich eines Tages. Nee, sehe ich nicht. Also es muss ja möglich sein, einen Wirt zu verpflichten und trotzdem in die Kadertiefe zu gehen. Und wie gesagt, du hast so viele junge Talente, mit denen kannst du eine Kadertiefe bilden. Ne? Du musst sie halt nur entwickeln.
Ich habe so eine Maske mit langen Haaren. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo rumliegen habe. Sandro Wagner würde ich auch fühlen als Bayern-Trainer. Aber auch da, ja, wenn diese aktuelle Generation weg ist, ne? So in 3 Jahren, wenn Kimmich nicht mehr da ist und so, dann ja. Also ich finde es immer schwierig. Ihr wisst das selber, ja, wenn ihr selber Fußball mal gespielt habt. Ich finde das schwierig, wenn du sagst, ey, yo, der war bis jetzt Spieler und jetzt ist er im Trainerstab. Also kannst du knicken. So, jeder hat seine Klicken, jeder hat seine Lieblinge und so weiter. Nee. Das wirst du auch nicht abstellen können dann. Und Obig wird Zehner, weil er gut mit dem Fuß kann. Ja. Wir können aber auch den Manu im Sturm stellen. Vielleicht wird das was. Wenn Heavy ausfällt. Ja, die Frage ist ja, wäre ja dann so, lässt er sich verbiegen. Ne? Ist dasselbe wie Tuchel. Ist halt beim FC Bayern nicht. Du kannst nicht immer so sein, wie du gerne willst, wahrscheinlich. Ja, also wenn Kimmich dann immer noch verlängert wird, wenn er 33 ist als zentraler Mittelfeldspieler, dann weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt bei Josh, weißt du, weil der ja immer alles machen will. Wie der so alle 2 Sekunden zur Seitenlinie rennt, eine andere Trikotnummer rausholt, damit er die nächste Position bekleiden kann. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ey. Vielleicht passiert noch was Unglaubliches und keine Ahnung. Pep kriegt es noch im Kopf, ich muss unbedingt einen Kimmich haben und haut nächsten Sommer 150 Miller auf den Tisch. Dann hat sich das Problem auch erledigt. So ein Ding. Naja, ich meine, Müller sind wir los jetzt. Also werden sie nicht immer weiter verlängert. Ha? Leute, die Takes werden mir jetzt zu wild, ich mache Feierabend. Hör mir auf. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, ey. Nächste Woche machen wir den Meisterstream hier, oder? Jetzt hat er es gesagt, jetzt passiert es nicht. Ist so gut für Harry. So sieht's aus. Leute, schönen Abend, haut rein. Wir sehen uns nächsten Montag live und ansonsten natürlich auf YouTube, wa? Schön, dass ihr da wart. Ciao, Und ciao. danke für die Subs, ne? Von Thales und HCR. Tschüssi.